der Aspekt, dass Gott heilig ist, ist manchmal wie neben aussen. Das Bild, das wir haben von einem Vater, hat sich in der Zeit der Gesellschaft total verändert. Früher durfte ein Vater ja nicht duzen. Heute ist ein Vater ein guter Kollege, der dafür sorgt, dass es mir finanziell gut geht, dass man glücklich ist und so weiter. So hat sich eigentlich das Bild völlig verändert. Und ich glaube, das hat einen starken Einfluss auf unser Glaubensleben, auf unser Bild, das wir haben von unserem lebendigen Gott. Weil der Aspekt, dass Gott heilig ist, der geht immer mehr neben raus. Und Gott ist oft nur noch einfach der Liebe. Der sich um mich kümmert, der sich um mich dreht, der für mich sorgt, der so einfach total begeistert ist von mir. Natürlich, das stimmt alles. Aber der Aspekt, dass Gott heilig ist, ist manchmal wie neben aussen. Und ich glaube, unser Gott ist heilig und wird immer heilig sein. In Offenbarung 4,9 heisst es, als der Johannes hineinschauen durfte, wie der Himmel ist, hat er die Engel gehört, die Ältesten gesehen. Und was haben sie gesungen? Gott ist heilig, 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 verstehst du? Und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir uns an dem ausrichten, dass der Himmel auf die Erde kommt, dass wir uns mehr mit dem befassen, dass wirklich Gott heilig ist. Dass er nicht einfach der liebe Giovanni ist, der ein bisschen zu uns schaut und ein bisschen Sachen gibt mir, reckt mir, zündet mir, sondern dass er der heilige Gott ist, wo wir neu Ehrfurcht haben vor ihm. Und gleichzeitig dürfen zu ihm gehen als unser Vater, ihn umarmen und dürfen sagen, Abba, lieber Vater. Und ich wünsche mir, dass das zusammenkommt. In unserem Herz, in unserem Verhalten, die Beziehung zu dem heiligen Gott, der so einzigartig ist. Und uns fast den Schnuff nimmt, wenn wir an ihn denken. Und gleichzeitig zu dem Vater, der so liebevoll mit mir umgeht. Lasst uns das Bild, wie er wirklich ist, wie heilig und kraftvoll er ist, neu in unser Herz kommen und entsprechend neu handeln.